Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Jetzt sind wir rechts oben. Ich wollte eigentlich rechts unten hin. Ah, jetzt ist gut. Ich habe mich selbst ein bisschen umplatziert, rechts unten hin, in der Hoffnung, dass es dort vielleicht nicht ganz so stört. Ich meine, ist ja auch irgendwie löblich, dass mir das so nur 80 oder 85% oder 90% vom Spiel aufgefallen ist. Wie dem auch sei, wir starten heute wieder in eine Runde Uncharted 4. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass unser eigener Bruder uns belohnt und hintergangen hat. Ja, dann sind wir irgendwie eine Klippe runtergestürzt, nachdem er dann doch noch eine Kugel für uns abgefangen hat. Haben wir uns den Kopf angeschlagen. Wahrscheinlich tun wir deswegen jetzt diese Rückblende hier sehen. Und die Elena, die ist natürlich eine gute Frau, hat uns gefunden und wahrscheinlich rettet sie uns. Das werden wir dann nach dieser Rückblende, denke ich, feststellen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier in dem gute alte Herrenhaus so finden. Ich muss jetzt schon mal am Anfang direkt feststellen, dass ich das Gefühl habe, dass der schneller rennt, als er noch klein war. Das ist auch schon mal sehr gut und löblich, dass ich nicht immer nur spazieren kann. So, jetzt wollen wir durch in das Haus kommen. Das ist hier bestimmt abgeschlossen. Aber auf der anderen Seite, man könnte hier trotzdem mal ausprobieren, ob man nicht trotzdem einfach durch die Vordertür gehen kann. Nee. Hallo, dann halt nicht. So, da müssen wir jetzt hier gleich wieder klettern. Ich weiß leider noch nicht so genau wo und wie und was. Aber das wird sich wahrscheinlich rausfinden lassen. Eigentlich so ein ganz schönes Anwesen. Was so ein Haus kostet? Geantwortet hat er jetzt aber nicht, ne? Eine Schatz. Ein Schatz. Ist doch geil. Das ist noch ein Schatz, oder? Ne, das war nur die Blumen. Jo, ihr Leute, ich weiß ja nicht, wie es euer Wochenende noch so verläuft. Ich meine, wir haben uns ja am Samstag gesehen. Da wird jetzt nicht so viel passiert sein seit Samstag. Ich war gestern, habe ich ein bisschen Tennistraining gemacht. Gehen wir davon aus, das letzte für dieses Jahr. Aber mal abwarten. Wir sehen noch ein bisschen. Ach, guck mal, da kann man hinter das Haus. Das ist schon mal ganz geil. Guck mal, der probiert noch nicht immer, ob die Tür auf ist. Ich frage mich gerade. Ich habe hier jetzt immer versucht, dieses mit diesem Multichat zu machen. Und ob das jetzt funktioniert oder nicht, naja. Also, mit dem Multichat, mit dem Multistream habe ich probiert nochmal zu machen. Das scheint bis beim letzten Mal auch irgendwie funktioniert zu haben. Obwohl er Fehlermeldungen gebracht hat. Ich weiß nur nicht so genau, ich habe hier quasi zwei Streams, die ich sozusagen aktivieren kann. Hier, folge mir. Ja, aber ich komme doch gar nicht da hoch. Ah. Und es erschließt sich mir nicht, warum ich so zwei Stück habe. Da habe ich eins ausgeschaltet und dann habe ich auf YouTube keinen Stream gesehen. Und habe ich das andere angemacht, also was ich ausgelost hat, und dann war er da. Jetzt weiß ich nicht, ob ich beide brauche oder nur eine. Da habe ich gedacht, vielleicht ist das eine für das Video und das andere fürs also Livestream und das andere für Video. Aufzeichnungen aller Art. Okay? Ich weiß es nicht.
Hier drin ist nichts. Wenn die sich jetzt jede Kiste angucken, ne, dann sind wir da eine Zeit lang beschäftigt, würde ich sagen. Nein, Hier unterm Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ui, was zum Lesen, geil. Miss Evelyn. Mein Name ist Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventurers Lodge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstelle zu untersuchen und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit im The Lennox, falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich aufrichtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kenichiro Namba. Stark. Ja. In der Rüstung. So. Warum geht die Tür nicht auf? ja, das geht. Ah, Ab nach unten. da hinten wäre Tür gewesen, ne? Aber da sind wir. Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Guck mal, der Anna hat jetzt so nicht drin geguckt, ne? Der lässt mir mehr die Drecksarbeit machen. Hat sich nichts geändert seit früher. Na bitte. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Warum gehst du in die Richtung? Du hast doch auch noch eine Tür. Noch ein Briefchen. Die Fahrt ist noch schön mit Hand geschrieben, war nicht so wie heutzutage. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hell-orangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig, wir sehen uns in einem Monat. Alles Liebe, Dad. Aha. War das dein Haus? Ist die jetzt mit dem Number da zusammengekommen? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken?
In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep. Immer Ja, was? schön Geht nicht wach. auf oder was? Die ist doch eh schon auf. Du musst doch nur noch. Genau. Geht doch. Sie Oder bewegt nicht. sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Und was hat er jetzt blockiert? Zum Teufel. Wer ist mir das? Ach. Das ist so eine Art Sarkophag. Oh, der erkannt. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja. Finden es heraus. Ja, wissen ja alle, wer die Drecksarbeit wieder machen darf, ne? Das ist römisch. 3., vielleicht 4. Jahrhundert. Wie soll ich denn sagen? Woher weiß er das jetzt? Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Das Sagen wir ist mal ein so. verdammtes Museum hier. In Geschichte Gibt es scheinen auch sie einen aufgepasst zu haben. Dinosauriertrakt? Gut möglich. Ja gut, jetzt in der Abstellkammer wird sie das jetzt nicht gerade tun. Ich hätte mal Hier ist noch zuallererst nur ein Büro gesucht oder so. Du, dass ich über die Hand breche beim Umdrehen. Nein. Ich glaube, das ist ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks. Schon Ja. immer. Ich merke es. Ich kann mich gar nicht mehr in Griff verlachen. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Indiana Jones. Nicht schlecht. Ich stehe beim Inbrechen nicht so viel rumalbere, sondern wo mache, dass ich das finde, was ich suche. Damit mir nur den Abgang machen kann. Mann, was gebe ich für so eine Einladung? Ja. Wenn man jetzt aufgepasst hätte, was das Datum ist, ganz am Anfang, wischt man jetzt vielleicht, wann der Geschichte wäre. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht. Wo gehst du hin? Ja, Überall? Überall. Rudi froh. Hey, Na gut. Karibik wäre natürlich auch nicht schlecht. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Nee, komm, los, Moskau. muss stecke. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den Roten Platz will ich mal sehen. Was ist denn Das das? habe ich gelesen. Ach ja? Ist das gut? Es ist irgendwie Lhasa. unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Eines Tages komme ich dahin. Ah, schon nie gehört, Lhasa. Gut, das ist jetzt natürlich auch wahrscheinlich Englisch. Da heißt die Sache meistens ein bisschen anders als im Deutschen. Hey, sieh mal. Da müsst ihr eigentlich alles angreifen. Es ist heiß da drin. Ja. Schalte Hitzkopf. Wo geht's denn so weiter? Das ist Ausgangstür. So sind wir irgendwie herkommen. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas?
Ist was Wahres dran, ne? Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Das Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Aber wer soll denn das alles Staubwische? Du brauchst dann schon irgendwie Personal dafür. Eine Turnierrüstung. Französisch. Also ich jetzt nicht mache. Komm, geh aus dem Weg jetzt. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Jo, aber jede Scheiß angreifen ist in Ordnung, oder was? Ein Drachengong. Jo. Sieht nach Südostasien Leuchtet aus. geh die Fenster, aber geht der Gong kann er gehen hauen, oder was? So ganz allein. Haben wir da hinten noch? Noch was zum Lesen. Ja, ich komme ja aus dem Lesen gar nicht mehr raus. Evelyn. Ich bin über die neueste Ausgabe von Adventure Life gestolpert und war ebenso überrascht wie erfreut, dich wieder einmal auf dem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Meint ihr das gleiche Heftchen, das ich da vorne in der Hand gehabt habe? Weil da hat die eher so ausgesehen, als hätte sie überhaupt keinen Bock auf die ganze Scheiße. Naja. Im Anhang findest du das Foto von Edmunds Abschlussfeier. Der Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Er würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle, aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich, vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht nicht so schnell vorankommst wie sonst. Aber eins verspreche ich dir, du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiterhin stolz. Alle herzliche Grüße, wie auch immer, Ken. Ken, wie Barbie und Ken quasi, ja? Das ist doch der Kinishimo oder wie er geheißen hat. Sieh dir das mal an. Namba. Kompass, Sonnenuhr. Stell dir vor, du wärst in Seenot. Nee, ich stelle mir jetzt vor, ich finde das, was wir suchen, und dann hauen wir ab. Ja. Verrückt. Hey. A die haben auch General dein History Lieblingsbuch. of the Robins Welches? and Murders. schon, es Ne, heißt Robberies. Schauplatz der RIE englischen ist das, Seeräuber. ne? The Most Pirates. Nicht mal der Name des Autors stimmt. Bei Captain Charles. Kann ich nicht lesen, das ist so weit unten. Erfunden oder nicht? Das sieht nach einer Erstausgabe aus. Ist das dein Ernst? Was für ein Ort, Mann. Wow. Willst du es mitnehmen? Nee, das verfällt mir nur in meinem Rucksack. So, was finden wir dann da oben noch? Verschlossen. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Warum sind dann jetzt bitte ausgerechnet da oben die Räume verschlossen? Ist das auf einer Alarmanlage? Das sieht aber gar nicht gut aus.
Ja, und was ist jetzt? Willst du vielleicht mal mit mir retten oder so? Nee, ne? Ja, hab ich mir schon gedacht. Was muss ich denn jetzt machen? Zack, ein Backbruch. Hey, der Lüftungsschacht. Da oben. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komm Seit nicht wann durch. magst du klassische Musik? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Alter, der hat ja Jahre Hölle Tempo drauf, ne? Ich stehe doch mal ein bisschen Gas machen, wenn ich Gas gebe, wenn ich in so einem Haus wäre, wo ich eigentlich nicht hingehöre. Ja, was machen wir denn jetzt? Geil. Und jetzt? Kannst du mit mir retten vielleicht? Hier, sieh dir das an. Ah. Was soll ich mir dann angucken? Ja, komm, bis er geguckt hat. Wo schieben wir das jetzt hin? Ups. Eine Polaroid. Die Aldi Polaroid-Kamera. Ich glaube, sie geht noch. Na, komm her. Und jetzt lächeln. Welche? Leuchtet nicht so in die Fenster, aber der Blitz ist jetzt in Ordnung, oder was? Verlier's nicht. Naja, so kommen wir jetzt los. So. Uns ist ja auch beide klar, wer du jetzt wieder klettern darf. Und vor allem, wer es nicht macht. Nee. Gehen wir noch ein bisschen in die Ecke. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Sehr stark. Guck mal, der macht jetzt mit seinen Schuhen. Alter, weil er das Bay gebrochen hat. Das sie. Der macht hier mit seinen Schuhen doch eigentlich auch alles dreckig, wenn man mal ehrlich ist. Machen wir die Alarmanlage du aus. So. Stopp muss. Erst guck mal, was da hinten gibt. Okay, da hinten geht's weit. Und da geht's genau gar nichts hin. Und dann gehen wir halt nur drüber, ne? Ah jo, komm, mach noch ein bisschen mehr Krach. Ah, noch ein bisschen mehr Krach. Wir haben noch keine Polizei da. Jawohl. Ich kann mal häse. Okay, Du mir eh schon, was du für Droge am Start haben. bin drin. Für die Tür öffnen? Codein. Ein Haufen Schmerzmittel. Ah ja, steht's mitnehmen und verticke. Von hier ist sie auch verriegelt. Dumm gelaufen jetzt, ne? Hm. Wie viel Sinn ergibt das wohl? Dass der Schlüssel für diese Tür in dem Raum ist, der abgesperrt ist. Wer ist nicht?
Für mich persönlich macht das hier nicht so viel Sinn. Hab ihn. Aber es gibt bestimmt Gründe dafür. Und vor allem, wie ist dann jemand rausgekommen und hat zugesperrt, wenn der Schlüssel eigentlich noch drin ist? Das sind alles so Fragen, die ich mir jetzt in dem Moment stelle. Gucken wir mal, ob vielleicht in dem Brief was drin steht. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz, vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufbeleben lassen könnte. Das wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder. Edmund. Ja, der ist aber oh, schon, also, weiß nicht. Echt traurig. Ja, schon ein bisschen assi zu seiner Mutter. Gut, wahrscheinlich schon der Gründe dafür, aber... Und? Was gefunden? Nö. Keine Aufzeichnungen. Warum hatten die Tür eigentlich Noch zwei die andere Schlösser? verschlossene Tür. Komm. Stopp mal. So ist noch eine Tür. Ah jo, die geht nicht. Kannst du mal einen Schritt zulegen? Welche? Zu mir erzählt er was? Leuchtet nicht so gegen die Fenster und der selbst macht's doch auch. Na sah Held, ey. Oh, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Nein. Hoffentlich gibt es nicht so viel von denen Kiste. Sag mal, wie viel von denen weiße Bischelcher gibt's denn da? Nein. Das hat er sich schon von der abgeguckt mit den Bischelcher, ne? Wow. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssen eine Spur bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gang i Savoy. Bildunterschrift Joseph Burns, Kartenunterschrift letzte bekannte Sichtung, Notiz über den Brief. Was sind das für Markierungen?
Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Moms Handschrift. Nehmt die Hände hoch. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von 2 Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Aber ich Kommen mach's. Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, er hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgans Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Ja, geil. Ich kann nicht kaufen, der Bay handelt sich erstmal Fluppring schwart. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Haben wir aber nicht, ne? Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic parvis magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also... Sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus. Hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan.
Gehen wir. Alles okay? Ey, super Zeitpunkt, ey, ohne Scheiß. Heilige Scheiße. Hätte ich jetzt nicht noch keine 3 Minuten machen. Hey, Das ist die scheiß Zigarette, die sich reingepfiffert. Ihr Leid, Herrn auf zu rare. Sam? Sam, hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Aber hurtig. Ich hätte das Buch dem anderen wohin in den Rucksackring geschafft. Will der jetzt mit dem Buch in der Hand klettern? Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie kommen mit mir. Ich wäre gerade jetzt gerade hängen geblieben. Das Fenster hätte hier so nicht rausgeguckt. Ah jo, der Kollege macht wieder Lärm. Hey, wie mir so viel, wie soll ich denn sagen? Nee, du sollst enough. Hoch. Wie man so tollpatschig sein kann und gleichzeitig doch so gut im Klettern, ne? Schornstein. Komm schon. Ich komme. Das ist ja also Blitzmerker, ein Schornstein. Ja. Ich hab gedacht, es wäre keine Ahnung. Haus oder so. Guck mal, wenn sie jetzt einfach dort in der Ecke hocken bleiben täte, ne? Einfach hier in der Ecke. Du würdet die nie gefunden wäre. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Langsam. Okay. Nathan! Ist okay? Ihr da! Stehen bleiben! Lauf weg! Ich einfach oben in der Ecke hocke geblieben. Stündchen 2, dann wäre die abgehauen, weil sie keine Lust mehr gehabt hätte. Das bleibt doch jetzt mal Ruhe. Was hätte ich denn jetzt an der Stelle machen sollen? Wir haben 2 Verdächtige. Ein Erwachsener, ein Jugendlicher, männlich. Stehen bleiben, verdammt! Ein Erwachsener, ein Jugendlicher. Wer ist denn jetzt der Erwachsene? Okay. Alter, du bist aber ach. Ihr macht doch alles nur noch schlimmer. Komm, los! Will nicht. Ihr kennt mich hier gar nicht. Letzte Warnung. Scheißdreck mache ich schlimmer. Hände über den Kopf. Ich haue ab Mist. und dann kann ich gucken, woher du rausfindest oder wie du rausfindest, wer ich bin. Ah ja, ich bin dabei, aber wo Anne? Verschwinde hier! Beim Gästehaus. Ah, Mist. Sie hauen ab. Ah, er ist so schon gut erkannt, dass mir abhaue. Aber ruckzuck hau mir du ab. Zum Haupttor. Steig auf, los, komm! Los, halt dich fest! No, gerade so gut gang, die Geschichte. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Oh, der das Buch jetzt verloren. Das wäre so die Krönung gewesen. Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war Eh schon tot. krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen.
Aber wir hätten da nichts tun können. Wichtig ist, dass wir das Buch haben. Und was machen wir jetzt? Abhaue. Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa, wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute, die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubte, Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Mich würde nur interessieren, ob der Elena davon erzählt hat, dass er eigentlich nicht Nathan Drake heißt, sondern Nathan Morgan. Änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren, Du wolltest nicht mehr über ihn reden. sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Die ist goldig. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja, Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald Aber wir wenn Sam der jetzt mit haben, dem müssen wir Flugzeug verdammt drüber schnell hier flieht, würde er doch diese Stadt ziehen. weg. Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar, Nein, es gibt kein Alcazar. das war alles Blödsinn. Warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine...
Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Ich mag die Elena. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe dein Bruder. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Sieh mal. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hoch. Also eigentlich würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich schon alle Schätze, die hier waren, gefunden habe. Inklusive im größten Schatz auf Erden. Der steht doch gerade. Hier. Aber das habe ich schon öfters gedacht und zwar nicht so, deswegen gucken wir lieber vorher noch mal, ne? Die sie alle gar so schön Kletterer kennen, ne? Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar, aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles angesehen. Ich wollte vor allem durchführen. Klar. Die Vertonung könnte halt an der Stelle ein bisschen ausbaufähiger sein, ne? Also die ist ausbaufähig, die könnte ein bisschen ausgebaut werden. Weil es so leise ist. Muss ich jetzt wieder runter, dass die schwätzen kann oder was? Hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Yep. Henry Avery. 400 Minuten. 12 Jahre. Und Ja gut. Wir müssen halt schon jedes Eckelche mitnehmen. wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Wo ist es dann jetzt? Ach, ist wieder hochkommen. Guck schon. Gebt mir einen Vorschlag ab, wie tief das da ist, ob man da einfach runterhupsen kann. Ja, schwätz halt mit Leuten. Gut, es ist wohl nicht so tief gewesen. Versuch war es wert, oder nicht? Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja, aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles angesehen. Ich wollte vor allem durchführen. Klar. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Ach, guck mal, du, Avery hat die ja, besten ja, wenn Ingenieure wir da seiner Zeit hochkommen. beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Das war ja schon wieder der Kalter, ne?
ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ja, gut, wenn sonst nichts ist. Wo lang? Ja, sehen wir uns um. Ja. Das ist zu hoch. Wir müssen woanders lang. Es muss Hey, hier doch etwas geben. Hey, ne, du jetzt nicht so Räuberleder schon mal kenne. Ach, gutes Leder. Geil. Da kriege ich dich hoch. Super. Ey, wie ich will, ne? Was nicht essen kann, macht's kaputt. Hey, hier oben ist ein Weg. Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Ja. Wartest du jetzt, oder? Hey, ich habe hier was. Aha. Vorsicht, da unten. Wo zieht man das jetzt an? Ja, was ist dann jetzt? Ziehst du jetzt so dran oder lass mir es bleiben? So. Reicht das jetzt, ne? So. Ja, keine Ahnung, gehen wir durch. Okay. Dorthin. So, geht doch. Wow. Hey, guter Sprung. Stark. Nicht schlecht, was? Ja, komm, die oder auch Spaß dabei jetzt. Los, wir sehen uns drüben. Nee, Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja, verstanden. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Wo? Sackgasse zu sein. da oben ist sie. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Oh, ja gut. Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Funktioniert. Also, funktioniert alles, aber wenn ich gleich drauf gehe, fällt er in sich zusammen. Was ist dann jetzt kaputt? Warum lässt denn der die Hände? Also, soll die Griffel zuhalle? Kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemand... Funktioniert. Nach oben? Dass das Ding funktioniert. Irgendwie unglaublich. Oh, zu früh gefreut. Ja, und jetzt hänge ich da rum. Mario. Weißt du, wir sehen uns einfach um. Hängen die Performance. Nix. Nix.
Wait a minute. Wo geht's denn da lang? Was ist denn da jetzt der eigentliche Weg, den man gehen soll? So rüber? Oder da nur links? Hey, hast du mal eine Kippe? Ja, aber sie sind klatschnass. Sie sind ins Wasser gefallen. Wer zum Teufel ist? Zeig sie! Scheiße, es ist Craig. Scheiße. Sehr elegant, Schatz. Nichts dabei. Easy. Okay, wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Eine unserer leichtesten Übungen war das. Wir sind halt einfach ein gutes Team, das muss man schon sagen. Ne? So hat sich die Hochzeit doch tatsächlich gelohnt. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Gesucht und gefunden, nenne ich sowas. Sieh mal, Shoreline. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder. Craig wohl bei ihr ist? Gut, wenn wir jetzt so runter, dann rutschen wir auf jeden Fall. Das ist nicht so geil. Was war das? Tschüss. Ja, rutsch du schön rum, Geil. Jawohl, schön du hinter die Ecke, genau, wo dich keiner sieht. Einwandfrei, dich kann man häse. Ich weiß immer nicht, was ich stricken muss. Ah, da oben ist auch noch eine. Guck jetzt mal in die andere Richtung, dass ich den da anderen markieren kann. Jetzt ist er weg. Oh, da ist noch eine. Das sind jetzt auch schon wieder viel am Start, ne? Oh, guck mal, das sind noch ein paar Granätsche, die nehmen wir auch noch mit. Da können wir den noch markieren. So. Jawohl, das hat mit dem. Wie machen wir dann die Geschichte jetzt? Eine Spur von ihr? Noch nicht, aber sie kann nicht weit sein. Also, dieses Plateau hier wird, glaube ich, nicht so beobachtet, oder? Also, wenn man jetzt quasi... Ja gut, er guckt schon da rüber. Shit. Shit. Mit dem da unten habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah. Fangen wir hier quasi wieder bei Null an. Hey, das ist halt das saudumme System, mit dem markiere. Warum muss der jetzt Ziele zu markieren und dann aus der Deckung gehe?
Wow. Falsch Taste gedrückt, das wäre fast in die Buchs gegangen, leid. So, tschüss. So. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob es nicht vielleicht doch cleverer wäre, ohne entlang zu gehen. Aber der Scharfschütze da oben, der tut mich halt so ein bisschen... Der ist halt nicht so genau. Gute oben den kennt man ja mal wegmachen. Das müssen wir doch eigentlich ganz gut hinkriegen. Das haben wir eben auch schon mal gemacht. Zumindest wenn der auch an die Kante fortkommt. Aber normalerweise müsste das machen. So. Jetzt sind wir wieder der unten im Gestrüpp. Hol uns Heckebecker. So. Genau, streck mir mit deiner Arsch entgegen und dann guckst du mal, was du machst. Ich würde echt fast lieber du ohne denen mache. So. So, und so in etwa. Und wenn jetzt... Oh, Faktor ist auch noch eine. Wenn jetzt die alle weg wäre und dann könnte ich so ohne denen mir holen. Aber das sieht nicht so aus, als würde die gleichzeitig weggucken, ne? Und oh, den habe ich auch noch nicht markiert. Ja, jetzt guckt er auf mich, der Scharfschütze. Tja, jetzt ist uns wieder ein bisschen die Farbe aus dem Gesicht gewischt. Wo kommt dann der Shit jetzt wieder her? Dass ich meiner Göttergatterin immer quasi das Leben retten muss. Nicht zu glauben. Na gut, das ist jetzt eigentlich Ausgleich und Gerechtigkeit. Die hat mir ja auch das Leben gerettet, ne? Ja, streck du jetzt raus, komm. Stark. Okay. Ich glaube, das war's. Shoreline hat seinen Ruf jedenfalls zurecht. Weg hier, bevor noch mehr auftauchen. Nix gibt's, jetzt du nicht zuerst mal looten. Was haben die da unten noch für eine Waffe gehabt? Der war von schon durch eben aufgenommen gehabt. So, jetzt kennen wir. Warte mal, du drüber. Ja. Der wird wahrscheinlich auf die andere Seite kommen sind. Ja. Ah ja, gut, dann können wir jetzt halt fahren. Weißt du wenigstens, wo wir anfahren müssen? Eigentlich kennt die auch fahren, dann kennt ich mich mal ein bisschen ausruhen. Hey, siehst du einen Weg raus? Flussabwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Guck mal, das Auto wird jetzt nicht so runtergespült, ne? Aber ich schon, oder wie?
Und da kommt der Jeep jetzt hoch. Okay, alles klar. Hey, Stark. Vorsicht! Gucken wir das erste Mal. Okay. Ja, da gibt es genau gar nichts, also fahren wir geradeaus. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Ja, New Devon ist dann wohl da oben. Tja, Nichts wie hoch. und da will ich jetzt mit so einem, keine Ahnung, 3 Tonnen schwere Jeep hochfahren damit. Also, ich weiß ja nicht. Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Aha. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Die wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgehen. Okay. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. So. Den Musan, du geht's nicht weiter, ne? Die Straße geht auf der anderen Seite weiter. Suchen wir einen Weg darüber. Also, da unten war jetzt noch was. Und zwar hier. Theoretisch. Okay. Ach, nicht schlecht. Also von der Aussicht her. Aber für uns geht's so leider nicht weiter. Dann fahren wir mal den Hof vorgucken. Frisch. Ja, der ganze Dreck abgespült wird da. Okay. Hup, du wärst Auto auch kaputt jetzt, ne? So weit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, Unten war mal allerdings. eben, ne? Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kann man wohl nicht besser. Ja, du bist aber auch eine Dummnuss. Ich aber auch. Der Handy dabei, Handykamera. War qualitativ nicht so geil. Warum ist er nicht direkt zu dir gekommen, nachdem Rafe ihn befreit hat? Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Und jetzt bin ich richtig nass. Jo, ist doch geil, ist doch eh warm, du. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst noch so ein kleiner Schatz. Und dann hättest du den nicht, da hättest du dich ja auch Eier. Ach jo, pins nicht so. Ah, du ist schon, du. Was für eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Bevor wir da irgendwas hoffen, gucken wir jetzt mal noch auf der anderen Seite. Da war doch auch noch was. Ah jo, jetzt du wirst doch deine kleine Stich hochkommen mit dem Scheiß. An anderer Stelle der steilste Berg hochfahren und da den kleinen Stich nicht packe, ey. Ohne Scheiß. Was willst du dazu jetzt noch sagen? Okay. Das war hier das Ding. Das war einfach nur ein anderer Weg zu dem Teich hier. Ja gut. Dann fahren wir da halt noch. So.
So, dann steigen wir mal aus und gucken, mal, was es da noch zu holen gibt. Wie es aussieht, nicht so viel. Mhm. Wo ist denn mein Auto schon? Gut, jetzt macht er noch nicht. Ja, die bleibt schön hocken. Gut, die hat mir auch das Leben gerettet, das muss man ja sagen. Aber dass sie jetzt quasi so wie so fauler Sack einfach gar nichts mehr macht und mich alles machen lässt, ist trotzdem nicht geil. Werden sehen. Das ist das Problem. Die Zahnräder sind nicht mit dem Wasserrad verbunden. Kriegen wir das hin? Wir müssen da hoch und es uns ansehen. Okay. Wo ist denn jetzt mein Seil, Anne? Oh, die dumme Nuss, das jetzt wieder abgemacht. Noch nicht. Versuchen wir etwas anderes. Komm ich denn nochmal zurück? Kann ich das auch hier vorne... Ey! Kann ich das auch da vorne irgendwie lösen? Nee, ne? Ganz schön lang die Winde. Zurück. Ich bin dran. Ja, machen wir. Ja, lege ich jetzt los. Geh aus dem Weg. Ey, wo bin ich da? Ich bin aus dem Weg. Ja, keine Ahnung, was will sie dann von mir jetzt? Stark. So kennen wir den Nate. Was er nicht essen kann, macht er kaputt. Jetzt komme ich hoch. Danke. Alter, du kannst dich doch so festhalten. Oh, guck mal, als hätte ich das nicht gefunden. Es klappt jetzt selig. Okay. So. Okay. Und jetzt? Ja, wahrscheinlich das Fenster raus. Wenn wir nämlich weiter wissen, hängen wir uns einfach nur aus dem Fenster raus. Warte mal hier. Komm ich so Aufzug zu hoch? reparieren. Alter, du bist schon viel höher gesprungen. Ja, das alte Stäbchen, die das bestimmt aushalten, ne? Warum kann er sich dann doch jetzt nicht hochziehen?
Gut, du warst aber schon. Ne? Nee, geh doch jetzt durch rein. Nur weil die jetzt so scheiß Ding in der Hand hat, Herr Hosch, ist das noch lange, dass du das jetzt in einer benutzen musst. Du bist oben. Jo. Hat jemand Zweifel? Oh, warte mal. Halte das Rad an. Ja, das ist eine geile Idee. Okay, wir sind soweit. Nein, Mädchen. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Ich fahre das Auto zum Aufzug. Sehr gut. Die haben schon ein bisschen Gott vertraut, dass ich jetzt mit dem 3-Tonnen-Auto in so 300 Jahre alter Aufzug mit marode Bretter gehe. Geschafft. Ja, geil. Und ich darf wieder klettern, ey. Ohne Scheiß, wer hätte gedacht? Ah, jo. Jeder hier schon wieder die ganze Bretter kaputt. Ja, mich hat es nicht aus, ne? Aber das Auto schon, oder was? Hallo. Hi. Ja. Hi. Jetzt? Vielleicht sollte ich. Aber egal. Hey. Pass auf. Ah, jo. Du sind halt hier wieder zum Schießen. Helena, alles klar bei dir? Ja, Jo. alles klar. Aber das Auto wird in Panne. Ja, gehen wir in Deckung, in Deckung, in Deckung. In Deckung. Hast du uns noch gesagt, aber ich wollte dann doch auch schießen irgendwie, ne? Hör auf, hör auf, hör auf! Also die Granate müsste ja eigentlich runtergeflossen. Helena, alles klar bei dir? Noch nicht hoch genug. Ach, halt. Oh, fuck. Ich hätte auch keine Hage benutzen, ne? So wie es aussieht. So geht das. Helena, alles klar bei dir? Ich bin noch in Deckung. Herrgott Normo. Ich will doch nur dieses Scharfschützengewehr haben. Ich war doch noch gar nicht farblos. Warum schießt der immer über den Kopf drüber?
Bleib stehen, wenn ich mit dir sprechen will. Geht doch. Nee, die will ich nicht. Die will ich. Ey, ohne Scheiß. Warum gibt's so nirgends Deckung? Ich will doch nur dieses scheiß Scharfschützengewehr haben. Ist das dann zu viel verlangt? Ich will nicht, dass man es bräuchte. Mein Pistol ist hier fast so gut wie Scharfschützengewehr. Wow. Warum nimmt denn der jetzt immer nicht die andere Waffe, du? Jedes Mal schnappt der sich die Pistole, das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch eben extra die andere Waffe ausgerüstet. Er nimmt die automatisch in die Hand, oder was? Warum nimmt er die automatisch in die Hand? Das ist unlogisch. Er soll die Waffe nehmen, die er als letztes gehabt hat. Nee, geht denn nicht. Nein! Wow. Aber nur eine Klicke hat. Ist nur die Frage, wie geht's weiter? Halt dich doch bitte fest an dem Scheiß. Halt dich doch bitte einfach fest. Muss ich dir eine ganze Scheiß nochmal machen? Stark. Das wird der Aufzug natürlich locker aushalten, ist schon klar. Ist ja alles nur eine. Nein! Alter, ich sehe die nicht. Die stehen mit dunkler Klamotte im Dunkeln. Warte mal, komm, den packen wir noch. Alter, wie oft soll ich den da noch in den Kopf schießen? Da lobe ich mir Indiana Jones und der große Kreis. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das Auto wird Ich sehe da auch nichts, ne? Durch diese scheiß Rauchschwade da. Ey, ich sehe die nicht durch diese Rauchschwade. Was? Wo kommt dann die jetzt her? Nee, geh doch da hoch jetzt.
Wo sind die dann? Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Die ist doch in... Jetzt muss ich schon wieder... Ah, nee, doch nicht. Oder? Doch. Das ist die, oder? Das ist die gleiche Stelle wie eben war. Jetzt schießt sie. Jedes Mal, wenn ich hier im Visier hab, den Kopf, dann schießt die, dann zucke die eins zurück. Na. Schieß doch bitte. Keine Ahnung, wahrscheinlich war die Waffe leer. Der hat sie automatisch gewechselt. Und dann habe ich gesagt, die Waffe ist gleich leer. Komm, ich wechsle die Waffe. Und dann hat er wieder die leer in die Hand genommen. So irgendwie wird es gewesen. Ja, auf. Helena, alles klar bei dir? Von wo? Von wo? Ah jo, natürlich genau wieder so, dass ich keine Deckung habe. Und jetzt auch noch eine. Ist nur ein Loch oder was? Wenn wir jetzt dort zuspringen. Noch eins weiter springen. Wow. Jetzt ist die Pistole leer oder was will er mir jetzt damit sagen? Ich habe eben noch 55 Schuss gehabt. Wow. Alter. Nein! Nein! Wir brauchen noch ein bisschen Farbe im Gesicht, wenn es geht. Sehr stark. Jetzt haben wir noch mal hier ein bisschen Munition am Start. Na, hopp, komm. Sind zwar nur 6 Schuss, aber dafür brauchen wir nicht so gute Ziele. Du war doch eben aber auch noch so Scharfschütze. Wo ist denn dem sei Waffe? Die muss doch da auch noch irgendwo sein.
Aber ich sehe nicht so nirgends, ne? Oh ja, komm. Da ist die Mittler. Oder kannst du bitte mal da auf das? Danke. Genau. So, jetzt helfen wir unserem Schätzchen. Okay, so helfen wir unserem Schätzchen auf jeden Fall nicht. Wie kommen wir denn dorthin? Ah. Heilige Stark. Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na? Komm schon. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Ja, ich finde, das wird echt gut Brauche ich gemacht. eine Pause. Nix gemacht, nur im Aufzug gehockt. Ich bin da hochgeklettert und die brauche Pause oder was? Ich habe mir überlegt, Okay, diese jetzt ganze gönn's. Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Und du soll das Auto hochkommen, aha. Und vorne den kleinen Stich bei dem Fluss natürlich nicht. Niu. Guck mal, ist viel steiler wie vorhin, wo er am Fluss nicht hochgefahren ist. Ah jo, nix geht. Warte mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp, 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 stopp. So, ich habe die Kontrolle wieder. Aha. Sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja klar. Warum will der sich umziehen? Flugzeug. Nicht super. Er hätte hier so viel letzte Meter doch jetzt nicht umziehen wollen. Doch für die Katz. Und jetzt zwei Sachen dreckig machen. Fahren wir durchs Schleusentor. Jo, das sieht natürlich auch so aus, als wäre das dort vorgedacht, durchzufahren. Und wer darf die Arbeit wieder machen, ne? Ach komm, das wird doch gewährt. Gott sei Dank hat das Auto kein Airbag. Ah jo, geht natürlich nicht. Geht das wenigstens auf der Seite. So. Hände auch noch ein bisschen hoch sind, ne? Nee, geht doch jetzt. Alter, wie kann man dann so dumm sein? Geh bitte einfach auf die Motorhaupt. Danke. Nee, geht nicht. Gut, nächster Versuch. Gehen wir auf die andere Seite. Ja gut, das Stone ist natürlich ein bisschen tiefer. Das könnte natürlich dann besser gehen. Hm. Nate, sieh mal. Da kannst du das Seil einhängen. Wo? Also mit dem Seil einhängen ist ja wunderbar, aber ich muss doch dann irgendwie zuerst mal hochkommen, oder nicht? Ah, welche was man machen kann ist. Sehr gut. So gefällt mir das. Schätze ja, blinkt du schon mal nicht. Dann mal los. Ach, jetzt kannst du doch wieder selber fahren. Naja, immerhin etwas. Nate, das klappt.
versuch das andere. Oh. Das hätte man ahnen können. Und hinter Tür Nummer 2? Jetzt kommt die Sturzflut oder was? Nee, nur bei Truppe. Na, dann geht's hier noch. Hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Ach, jetzt muss ich wieder kommen oder was? Hätte du jetzt nicht selber durchfahren können. Alles gut. Gut, dann kann sie sagen, wenn ich eine Knuppe dran mache. Ich Spaß nicht. Ich glaub, du warst eh schon immer. Du war, glaube ich, irgendwie ein Schätzelchen. Aber jetzt nimm ich. Naja, gut, dann fahren wir weiter. Hä? Wobei, also man könnte jetzt natürlich so rechts hoch. Man könnte aber auch hier links entlang. Puh. Okay, nee, du kommst mal nicht lang, ne? Also du kommst mal nicht hoch. Er ist zu hoch. Du könnt man doch bestimmt hoch. Die Frage ist... Gut, weiter kommt man hier nicht, ne? Du rutscht mir dann wahrscheinlich wieder runter, hä? Ja, gut. Nee. Du hast erstmal nichts zu holen, so wie es aussieht. Dann fahren wir auf der anderen Seite hoch. Kennen wir 8 Uhr hoch? Nee. Schade. Du wirst doch da jetzt immer hochfahren können. So. Du nur voll mehr. Was ist los? Zu viel Schlamm. Hoch, Pins hier. Pins, die ins Koma, ey. Hier sind schon ganz andere Strecke hochgefahren. Kommen wir da hoch? Welche? Und das ist jetzt weniger steil und weniger schlammig. Wär's klar, wär's selig. Und jetzt? Weil nur rechts geht's nicht weiter. So geht's auch nicht weiter. Warte. Ah. Festhalten. Geschafft. Hey, du klingst überrascht. Hauptsache sie Brick dabei kaputt gemacht, ne? Wie sind dann eigentlich die Shoreline-Fuzis, die überall langkommen? Mir du uns da einer abbreche und die sind immer schon da, wo mir anfahre. Und wir sind oben. So kann doch was nicht stimmen. Hup. Dose Clay Lader. Clay Lader kennt natürlich Häse, dass es da was zu holen gibt. Der hier wohl gewohnt hat? Bestimmt Ich der weiß nicht. Aufzug. Wärter-Typ. Aha. Sei her. Sie wussten wohl, dass eine große 5. Sache Juni 1718. Eine weitere Ladung unbeschrifteter Kisten kam vom Hafen aus flussaufwärts. Diese wurde jedoch von einer Gruppe bewaffneter Soldaten begleitet. Trotz einiger Bedenken begann ich, die Kisten auf Vollständigkeit zu überprüfen, bis mir eine Stimme in schroffem Ton befahl, aufzuhören. Ich war erzürnt, dass mich jemand wie einen gewöhnlichen Gauner herumkommandierte. Aber als ich mich umdrehte, blickte ich in die Augen von Gründer Tooth.
Es war das erste Mal, dass ich einen der Gründer leibhaftig sah. Meine Kehle wurde trocken und ich rang mit den Worten, die ich sehr sorgfältig wählen musste. Ich erklärte ihm, dass ich den Inhalt nur auf ihr korrektes Gewicht prüfen wollte, aber er sagte mir mit Nachdruck, dass dies nicht nötig sei. Ich war erleichtert, als etwas anderes sein Interesse weckte. Um ehrlich zu sein, konnte ich einen Blick in die Kisten werfen, bevor Gründer Tooth mich unterbrach. Säbel, Pistolen und Schießpulver. In Anbetracht der Anzahl der Kisten würde ich sagen, dass man damit eine Armee versorgen könnte. Ich habe Eleanor nichts davon erzählt, weil sie ihre gemeinsame Aufmerksamkeit dem Verschwinden ihres Bruders Jack widmet, aber ich muss es meinen Freunden sagen. Die Gründung Libertalias beruht auf Idealen, die es wert sind, verteidigt zu werden, sogar gegen die Gründer selbst, wenn es nötig sein sollte. Sobald ich sicher bin, dass Eleanor und die kleine Abigail außer Gefahr sind, werde ich mich in die Stadt begeben, um die anderen zu informieren. Bis dahin werde ich mich bedeckt, jedoch meine Augen offen halten. Erlaubt dann. So, Fenster ist zum Durchschlittern da. Habe ich mir schon gerade gedacht. Nichts. Nichts. Oh ja, dann auch wieder kalt, ne? Ist die mir jetzt wirklich nur gedackelt? Schon gedacht, die wollte ich ausruhen. Komm, wenn ich jetzt Gas gebe, dann... Ach, die ist einfach zu schnell. Ich habe gedacht, ich kann sie so stehen lassen. Aber keine Chance. Jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasser war ein gutes Zeichen. Oh ja gut, du hast noch Aufzug. Korrekt. Wobei, steht sagen, der Aufzug selbst ist noch nicht da. Nur die Auffahrt zum Aufzug. So. Das ist Stuhl. Brauchen wir die? Nee. Ja, gut. Ja, Kannst du die jetzt nicht immer auf dieses Dach schwingen? Wenn wir jetzt nur mal durch das Fenster gehen. Vielleicht können wir dann... So gibt das nichts. Können wir uns da irgendwie dran festhalten und hochgezogen wäre? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich muss halt die Spindel... Doch nicht. Das Seil bewegt sich auch. Aber da drüben bewegt sich nichts. Ah. Hey, kannst du mir helfen? Wir müssen nur das Ding hochmachen, oder was? Oh, die Bretter sind jetzt schon durchgebrochen. Und die fahren jetzt mit diesem 3-Tonnen-Jeep drin. Ich halt's hoch. Hol den Wagen. Echt zum Hochmachen hat er Sieg braucht, aber Hochhalle geht auch allein. Und vor allem, als das Auto da drunter jetzt durchpassen. Ja, schön auf die Schulter legen. Aber schon mal wieder Schmerzen. Ah, ist das schön. Okay. Okay. Lass mal gut gehen. Ah ja, klar. Nehmen wir jetzt Schwätzehalle oder was? 3 von 3. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Schwätz doch jetzt mal mit der. Wow. Wie auf einer Postkarte.
Ja, Libertalia. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. Im Guten wie Schlechten. Ja. Im Guten wie Schlechten. Mhm. Ach, Näsen. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Warum duschst du danach so verkacke? Du hättest dir doch Vertrauen können. Die hätte das verstanden. Das ist eine geile Frage, die du hast. Du hast gut ausgesucht, die hätte das verstanden. Ach, das bleibt von der Layover. Worum es auch geht, Mark. Wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Genau. Als Team. Ich weiß. So sieht's aus. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Aber alles klar. So machen wir es. Ich fahre, du schlafe. Nächster Halt, New Devon. Abwarte. Stoppen. Wenn das unten schon so See ist, dann finden wir doch da bestimmt auch Schätze. Aber auf die Idee wäre ich bestimmt auch schon vorher schon gekommen, dass sowas hin könnt, ne? Ich gehe mal davon aus, da kann man nicht. Ne. Hub hat's gemacht. Airbag hat nicht ausgelöst. Na, look dann. Das sind aber nirgends Schätze. Gut, Schatz, das sind ja eigentlich eher, sagen wir mal, Krusch. Meistens. Wir hatten schon lange keine Schießerei mehr, ne? Was sind das für Tiere? Okay. Das wäre halt auch so optimal die Stelle für Schatz zu verstecken hier, ne? Aber du hätte mir hier schon überall mal geguckt gehabt, denke ich mal. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre zu sagen, wir fangen wieder bei Null an, was die Schätze angeht. Aber also dann wäre die Belohnung größer gewesen, aber ich wollte ja auch mal alle holen. Wir sind hier, Sam. Wo bist du? Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Werden wir wohl bald sehen. Ist euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber so weit, so gut. Ah, lob dann. Meldet euch, ja? Ah ja, klar. Dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Okay, müssen wir die Brücke rüber. Festhalten. Die hält bestimmt noch. Die ist ja aus Stehen. Geh um, wir fahren zum Wasserfall. Ich kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Nate, da, wir können die Felsen hochklettern. Ja, ready to go. Hoch mit dir. Ah jo, der tut die eh abbrechen. War der sowas von klar. Komm, da vorne ist für der Enderhage, kannst du so piratemäßig. Der Baum ist nicht okay. Komm schon,
Wie er du also Hupser raushaut, ne? So viel zum Wagen. Ja, wir sind jetzt da. Recht gehen wir zu Fuß machen. Es sind nur noch 3 Schritte. Komm. Genau. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst, Angst vor. dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Da kriegt mir direkt so ein bisschen Pipi in die Augen. Wenn die ihr Eheprobleme haben. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre gut. Sehe eine Öffnung da oben. Gute Idee. Also, wie kommen wir da? Upsala, was dann jetzt passiert? Avery hat sich eine bildschöne Insel ausgesucht. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. Wie nennst du das, was mir du gerade mache? Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Wie ist die dann jetzt rüberkommen? Was gefunden? Nein. Schrei nicht so, ich stehe genau neben dir. Wenn das Gute ist, diese Schätze, die blinken jo so, also normalerweise siehst du die dann jo relativ frühzeitig sozusagen. Oh, wer du dann rumlungere? Oh, ganz allein hier? Ah jo, ja, wollt's Ruhan. Kann ich auch verstehen. 1. August 1718. Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen Flüchtlingen an Bord der Swift Shore angeschlossen, auf der Suche nach neuen Ufern. Ich bete, dass ich bald wieder bei ihnen sein kann. Die Gründer haben mir alles genommen. Sie haben allen alles genommen. Das bisschen Gold, das ich beisteuern konnte, ist nun weg oder befindet sich hinter den hohen Mauern von New Devon. Wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns unser rechtmäßiges Eigentum zurück. Sie konnten uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie es jetzt auch nicht tun. Meine liebste Eleonore, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Leben lassen, sollte ich euch enttäuschen, seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unseren Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Das war dann wohl Ja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. der Leuchtturmwärter oder wie der heißt. Nee, Brüggemeister. Keine Ahnung. Luft geht's nicht, aber du nüber geht's. Ja, geil. Stark. Nuff mit dir. Sehr schön. Sind wir nicht mal bald da? Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Ja, Friedhof. Das ist ein Massengrab. Hallo? Traitor. Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen.
Eine schlimme Art zu sterben. Hä? Hier ist noch einer. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Siedler sind ja die Rebelle. Und die sollen jetzt die Verräter sind. Die Piraten sind doch die also die Gründer sind doch die Verräter gewesen, dem die denen ihr ganzes Geld geklaut haben. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Nuff mit der. Okay. Mehr Geigen. Mir jetzt bald tot oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia, um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch, selbst für Piraten. So. Ich muss jetzt gleich noch jemanden abholen. Deswegen würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und mache am Samstag weiter, vermutlich. Also ich weiß jetzt noch nicht. Ich habe dort auch noch Verabredungen. Also weiß ich nicht, ob es klappt, aber mir alles zumindest mal fest. Und notfalls, wenn es am Samstag nicht klappen sollte, gucken wir mal, ob man es vielleicht auf den Freitag oder den Sonntag oder so verschiebe. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ein guter Rutsch ins neue Jahr. Ne? Am Mittwoch ist ja Silvester. Und trinken nicht so viel, essen gut und starten gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr mit dem nächsten Stream. Bis denne. Ciao.